Ja, wir sind wieder zurück zum Kulturtalk. Der heutige Gast ist der Freddy Scherer, der gerade frisch wieder mit seiner China zusammengekommen ist. Und die guten Jungs haben einen neuen Weihnachtssong draussen. Und da hören wir gerade am besten mal rein. Jawohl, wir sind zurück mit Kulturtalks. 2 machen wir noch in diesem Jahr. Wir sind im Lucy in Chur und der heutige Gast ist jetzt gerade wieder frisch zusammen mit seiner erfolgreichen 80er-Jahr-Band China. Ist aber auch sonst bekannt als Gitarrist von Gotthard. Herzlich willkommen, Freddy Scherer. Freut mich, dass du da bist und dass wir einmal miteinander plaudern können. Ich habe ein bisschen, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich ein bisschen gestöbert auf Wikipedia und habe bei dir 2 verschiedene Nachnamen gefunden. Wie kommt das? Also es ist irgendwie Freddy Laurence, wenn es um China geht, und Freddy Scherer, wenn es um Gotthard geht. Also jetzt bei der Ist das ein Künstlername von dir oder wie kommt das? Ganz einfach. Also da, wo China angefangen hat, da bin ich ja 19 gewesen, und da hat man natürlich einen Künstlernamen gebraucht. Oder? Das ist, also jeder muss einen Künstlernamen haben, sonst kann man ja keinen Erfolg haben. Und so hat halt jeder von der Band dort einen Künstlernamen sich zugetan, und bei mir ist halt Lawrence gekommen. Und irgendwann habe ich halt im Verlauf der Zeit gefunden, ja gut, also eigentlich bin ich schon Scherer. Also weißt, das ist mein Name. Momentan ist bei China, wo wir jetzt wieder reformiert haben für das Jahr, für den Corona-Lockdown, wo wir leider auch wieder alles müssen absagen müssen. Jetzt momentan heisst sie einfach Freddy Laurence Scherer. Okay, dass Genau. alle ist wissen, kein ja, Geheimnis, es genau. ist der, aber ja, er ist heisst jetzt ein eigentlich bisschen älter Scherer. geworden. Genau, richtig. Genau. Die Haare sind kürzer geworden, genau. Ja. Ja, du hast es gerade angesprochen, wir haben jetzt mit China nochmal eine frische Single gemacht, ein Christmas-Song, könnte man sagen. Wie tönt der? Also ist es Stille Nacht oder ist es halt schon auch drauf? Stille mich, genau. Auch drauf, Nein, wenn man von euch kennt. es ist ein positiver, ich würde es jetzt mal einen Pop-Song nennen. Also wir haben das dritte Höch, haben den Song geschrieben, wir haben einfach mal gesagt, also nachdem das alle Konzerte haben verschoben werden, haben wir gefunden, was machen wir jetzt? Und da hatte ich die Idee gehabt, wieso nicht ein Weihnachtslied? In 34 Jahren China gibt es kein Weihnachtslied. Und dann haben wir einfach gesagt, wir schreiben ein paar Lieder zusammen in diesen 2-3 Tagen. Wenn etwas rauskommt, ist cool, wenn nicht, lassen wir es sterben. Weiss ja niemand, dass etwas jetzt hätte kommen können. Und dann ist der beste Song ist so ein Pop-Song, wirklich ein Happy-Song. Er hat fast so ein bisschen Monty Python-Einschlag am Schluss. Also wirklich voll positiv, keine Ballade. Ja, und es ist ein bisschen mit dem auch der Text, ist überhaupt noch «Is there any Christmas time da?» Also weißt, ist überhaupt noch Weihnachten? Das ist jetzt wie mit dem Oder sagen Sie das auch noch ab, einem so Auge, mit einem Auge wegen der Corona und überhaupt, weißt, das Ganze wird ja so verkommerzialisiert und. Wir können sich ein bisschen hinterfragen, aber im gleichen Atemzug sagen wir im Song auch, wir lieben es, also wir haben eine gute Zeit und ist auch ein leichter Beziehungssong, oder? «When you smile, the world is on our side». Also ein positiver Song. Ja, die Zeiten sind nicht so positiv, aber ja, es ist gut, wenn man so ein Zeichen gibt, oder? Was ich gesehen habe, ihr seid ja jetzt wieder so quasi fast in der erfolgreichsten Zusammenstellung, die China hatte. Wie habt ihr das gemacht? Also, bevor ihr wieder euch getroffen habt ihr da jetzt einfach einmal jedem angerufen, der irgendwie einmal dabei war?
bei China und haben gefragt, hey, wir machen da wieder etwas, wäre es okay? Also dürfen wir? Oder wie haben ihr das gemacht? Respektive, wie ist es zu dieser Reunion gekommen, quasi vor? Also eben, der Hauptgrund ist, wie gesagt, der Corona-Lockdown von Gotthard, also die Tourverschiebung. Und dann ist einfach, hat es geheißen, man kann nur noch in den Club spielen, bis 300 Leute, eventuell 1000. Und dann ist wirklich die Idee gekommen, wieso nicht China in der Urformation, also wirklich Ur. Also wir haben ja einen Sänger dabei gehabt, damals, mit ihm haben wir gar keine Platte gemacht, weil wir haben mit ihm das Marlboro King den Halbfinale gewonnen. Und dann hat er aber einen Bandscheibenvorfall gehabt. Und dann hat hier die Plattenfirma gefunden, das ist nicht tragbar, das Risiko, wir müssen einen anderen Sänger haben. Also mit dem allerersten Sänger, Werner Hartmeier, der ist dabei. Claudio Matteo, mit dem habe ich eigentlich die ganze Zeit am meisten Kontakt gehabt. Und er war auch früher meine Bezugsperson eigentlich. Also wir wollten wirklich die Originalformation zusammenbringen. Von allen, die wir angefragt haben, hat vor allem einer nicht mitmachen. Das hat geschäftliche Gründe, weil er halt geschäftlich so engagiert ist und in dieser schwierigen Corona-Zeit dort auch nicht zu viel Risiko hat eingehen. Das ist John Domen, der alte Schlagzeuger. Er hat es nicht ausgeschlossen, in den nächsten 10 Jahren mitzumachen, aber auch momentan ist das für ihn kein Thema gewesen. Und wie wir es gemacht haben, heute gibt es WhatsApp, E-Mails und je nachdem, aber man hat sich natürlich irgendwann am Telefon gehört. Und Mark Lin natürlich sowieso gerade dabei gewesen, Claudio Matteo ist auch klar, Werner Hartmeier auch. Und da haben wir jetzt für die erste Runde haben wir den Giovanni Giorgio am Schlagzeug gehabt, der die 4. China-Platte eingespielt hat, Natural Groove. Also er war nur bei einer Platte und bei einer Europatour dabei gewesen. Und das ist jetzt einfach die erste Runde, ist er dabei gewesen. Und jetzt schauen wir dann weiter, wie es dann weitergeht. Ihr habt ja wirklich ein rechts Personalkarussell gehabt. So. Also Sänger vor allem. Also vor allem bei den Sängern, Ja. Es steht bei euch auf Wikipedia sogar, dass ihr unter anderem auch wegen dem bekannt sind, dass ihr fleissig Sänger wechseln. Und bei mir ist es irgendwie so, wenn ich China höre, ist komischerweise kommt mir immer der Eric in den Sinn. Er ist so für mich China. Wie lange ist er dabei gewesen, oder wieso wirkt das so für mich? Ist er so bei der letzten? Also bei der letzten Platte von der ersten Runde war er dabei gewesen. Also es muss wahrscheinlich wegen dem wird das so sein. Also es kommt natürlich auch darauf an, wann bist du auf China gekommen. Weil die erfolgreichen Platten sind die ersten 2 gewesen. Die Schwarze und in the Middle of the Night, Sign the Sky, das sind eigentlich der Peak gewesen. Der Eric ist nachher gekommen. Nach dem Eric haben wir eine Pause gemacht. Dann ist der Mark Storace, Krokussänger, ist dann gekommen. Was dem Chris vorne gar nicht gepasst hat. Darum ist wahrscheinlich kurz darauf kaum haben wir Konzert angefangen mit dem Mark Storace, hat sich Krokus wieder reformiert mit dem Storace. Dann haben wir im 95 nochmal eine Platte gemacht mit dem Douglas McCown. Den kennen die wenigsten. Obwohl ich finde, das eine mega gute Platte, die Natural Groove, die wir mit ihm gemacht haben, mit dem Giovanni Giorgio am Drum. Hat aber nicht durchgeschlagen, ist vielleicht ein bisschen zu wenig kommerziell gewesen. Es hat einen Song drauf, «Carl I Do». Wir sind mit diesem Song für MTV haben wir die Schweiz repräsentiert. Also international hat es schon ein bisschen eingeschlagen, aber nie so wie die Lieder «In the Middle of the Night» oder «Wild Chelsea» oder die alten Lieder. Das ist, und dann bin ich halt irgendwann gegangen. Ja, dann hat sich alles weg. Aber eben, du bist relativ lange jetzt eigentlich auch weg von China. Wäre das irgendwann sowieso wieder gekommen? Also hat in deinem Herz immer noch so ein Plätzchen für China, wo du findest, ja, Mann, das ist halt schon meine Band. Also wärst du irgendwann sowieso zurück zu China oder hätte es sich noch ein bisschen rausgezögert vielleicht? Also China war natürlich ein grosser Teil von meinem Leben gewesen, logischerweise. Also ich sage jetzt mal, zwischen 19 und 30 passieren viele Sachen in meinem Leben. Oder? Und da ist wirklich das China-Zeit gewesen. Ist noch lustig, weil wir haben China reformieren. Ich weiß noch ganz genau, das war im Januar, Februar 2004 gewesen. Und wir haben genau eine Probe gehabt. Wir sind einmal zusammen essen, alle zusammen, aber wirklich Originalformation mit dem John Domen damals noch. Und dann ist das Telefon gekommen vom Leo Leoni. Also es ist wirklich genau in dieser Zeit. Und dann haben wir das Thema natürlich wieder
weggewischt. Also dann bist du dort Ja, zu und dann hat es Gotthard halt geheißen, ja, dann eingeladen. macht es ja keinen Sinn, wenn man es nicht original machen kann, dann ist das Thema wieder gegessen gewesen, oder? Und ja, jetzt halt, wir haben einmal ein Konzert, wir haben 2 Konzerte gemacht. Das war auch so in einer Zwischenzeit gewesen, nach dem, ich glaube, das war nach dem Tod von Steve, ist es der gewesen? Oder ein bisschen später, nein, ein bisschen später. Ja genau, Gotthard hat mal ein halbes Jahr Pause gemacht, was sehr selten ist. Und dort haben wir ein China-Konzert gemacht mit 3 Sängern, oder 4 sogar, mit dem Storace. Und dort ist sogar noch, wo nie bei China war, der Leo Leone auch noch bei einem Konzert, ist auch noch, nein, bei 2 Konzerten mitgespielt. Also das war aber ein improvisierter. Das war aber eine einmalige Sache für 2 Konzerte. 3, einmal im Tessin, einmal in Boswil und einmal in Winterthur. Und das war so ein Fun-Ding. Und jetzt gehen wir halt einen Schritt weiter und jetzt haben wir wirklich ein paar Konzerte angesagt und die werden dann im Mai stattfinden. Mhm. Du sagst es, eben, ihr habt einen Haufen Konzerte angesagt. Also du bist in relativ vielen Bands aktiv. Der Trail hast du da mit dem Stempf, der Second Trail ist auch mit dem Stempf und mit einem anderen Sänger. Dann hast du Gotthard, dann hast du China. Vergesse ich irgendwas? No. Nein? Nein. Nein, das sind so deine momentanen Genau, 2020. 3,5 genau. Bands, Ja. kann man so sagen. Oder? Kann man so sagen, Ja. genau. Und trotzdem hast du kein einziges Konzert im Moment. Oder? Nicht mehr. Also, Ja. wir haben es verschoben. Das ist jetzt 2, 3 Wochen her. 4 Wochen her, wo halt wirklich dann der Entscheid gekommen ist. Es geht nicht einmal mehr 100. Also, wir haben es eigentlich so konzipiert, dass wir auch mit 100 hätten es knapp noch machen können, die meisten. Aber mit 50 geht es nicht mehr. Das ist irgendwann, da zahlst du ja nur noch. Also, nicht nur verdienst du kein Geld, du bringst Geld und das kann nicht das Ziel sein. Der Trail ist ja genau so, dass er ein bisschen in die kleineren Schuppen auch könnten, oder? Dort haben wir Ja, aber auch... 50 geht nicht mehr. Also auch nicht irgendwann, mehr, ja. wir sind dort schon noch 4 Leute, aber dann hat es noch 4 Leute hinter der Bar. Dann bist du auf 8, hast du noch einen Securitas. Also irgendwann ist ja das ein Witz, oder? Also, weißt du, da habe ich, Schon gerade zu den Leuten dort heim, in oder? der Schule, im Singsaal habe ich dort schon mehr Leute gehabt. Also das geht dann schon nicht mehr, oder? Ja, eigentlich bist du immer ja, berühmt gewesen. Also das habe ich mit dir vorher so diskutiert. Eigentlich eben mit 19 bist du zu China und ihr sind dort ziemlich durch die Decke. Ist für dich nie eine Alternative gewesen, ein anderer Job? Einmal, ich habe ja geschafft. Ich habe ja Also ganz normal. Ich habe ja hier habe ich eine KV-Lehre gemacht, habe noch 1 Jahr auf der Bank geschafft, auf der Coop-Bank. Habe hier eigentlich schon gewusst, es ist einfach nur eine Frage, wann. Aber dass ich dort nicht hocken bleibe, ist klar gewesen. Es ist dann relativ schnell der internationale Vertrag gekommen mit Phonogramm international in Deutschland. Und ich habe zwischen China und Gotthard habe ich ja mal 7 Jahre gearbeitet, wo ich auch ein bisschen gefunden habe, es ist einfach eine schwierige Zeit, finanziell eine schwierige Zeit gewesen, musikalisch. Und dann habe ich gefunden, ja, ich tue jetzt die Musik mehr als Hobby, also weitermachen, aber einfach nicht mehr ganz auf das abstützen. Und dann ist Gotthard gekommen und dann, das ist jetzt doch auch wieder 16 Jahre her, wo ich jetzt wieder nur Musik mache. Also da hast du grundsätzlich schon immer ein bisschen einen Plan B gehabt, eigentlich? Also, Nein, Plan B oder, hatte ich nicht gehabt, aber es gibt einen Plan B. Also, es gibt eine Möglichkeit. Ja, man muss ihn einfach erfinden. Aber wie Corona, ich meine, jetzt sind wir beim Plan, schon beim Plan D, den wir jetzt machen können. Ja. Also, also ja, Mittel zum Zweck. Ja, vielleicht geht auf das aus. Ja, wie lange dürfte Corona noch gehen, bis du findest, ja, jetzt habe ich genug. Jetzt ist die Musik einmal halt, ja, für einen Moment auf der Seite. Also ich hoffe, gut, nein, auf der Seite kannst du eh nicht sagen, weil das wird nicht sein. Aber für mich oder für uns wichtig ist, glaube ich, der Sommer. Also der Sommer nächstes Jahr, wenn der nicht stattfindet, wird es langsam mühsam. Logischerweise auch irgendwann finanziell, weil irgendwann, weil du bist bereit, dann musst du halt keine Ahnung was machen. Dann musst du irgendwie, ich sage jetzt, Gitarrenstunde anfangen, ja, keine Ahnung was, ich sage jetzt irgendetwas. Aber ich sage jetzt bis in den Sommer nächstes Jahr, wir haben ja zum Teil auch noch Hilfe bekommen, auch von der AHV, auch vom Kanton, jetzt für die erste Hälfte des Jahres, bis jetzt ist auch nichts mehr gekommen, jetzt ist auch wieder was läuft, oder? Blöd gewesen, sind jetzt die Plan B und Plan C Konzerte verschoben worden, das ist jetzt wirklich auch mühsam, muss ich sagen, jetzt ist wirklich nichts mehr machbar. Mit dem Weihnachtssong von China ist ja sicher keine finanzielle Hilfe, logischerweise.
Sommer nächstes Jahr soll es wirklich wieder losgehen. Ich hoffe natürlich auf den Frühling, auf die Schweizer Tournee. Aber wenn es im Sommer nächstes Jahr wieder losgeht, dann kann man es mit einem... Also in unserem Fall, es gibt natürlich Künstler, die jetzt schon am Anschlag sind, die jetzt schon nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Also ich denke, wir sind noch ein bisschen in der privilegierteren Lage, zum vielleicht noch ein bisschen länger das Ganze rauszuziehen. In dem Es ist Sinn. halt auch internationaler abgestützt bei euch, oder? International, wir sind auch schon lange unterwegs. Ich sage, Ja. jetzt ist es natürlich wie, wenn du ein Restaurant hast, das seit 20 Jahren läuft, hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr Möglichkeit, dich das Ganze rauszuziehen, als wenn du jetzt gerade einen Monat vor Corona eine Bar aufgemacht hast. Dann hast du ein großes Problem. Und da gibt es viele Künstler, die jetzt angefangen haben. Kaum haben sie angefangen, heisst Stopp, heimgehen, bleib daheim. Schwierig. Oder? Ist ja bei eurem Album auch ein bisschen so, oder? Ihr habt es eigentlich 13 rausgegeben. Also richtig pech. 13, sorry. Ja, richtig pech. Das ist, Ja. also, Also genau auf den, oder? 13. März rausgekommen, 17. März ist der Lockdown gekommen. Ja. Also, also, gut ist ja. Platte heisst ja Die erste Corona-Nummer 1 in der Schweiz gewesen, ja? Genau. Ja, ist es so. So, Genau. ja. Und die Platte heisst ja Hashtag 13, also 13. Also von dem her hat es leider etwas Wahres gehabt in dem 13, obwohl ich bin überhaupt nicht abergläubisch, aber der muss ich wirklich sagen, das ist jetzt gerade ein bisschen ganz extrem dort. Ja. Ja. Als abschließende Frage vielleicht noch. Eben, wir reden immer so von, ja, du mit deinen Bands und CD-Projekt und dies und jenes. Es gibt aber noch kein Soloalbum von dir. Hat das einen speziellen Grund? Singst du nicht gern oder nicht genug gut? Oder Also, wieso kommt das? Beim zweiten bist du schon viel näher. Genau, nein, ich bin eigentlich... Oder bist du schüch? Oder Ja, genau. So? Ja. Nein, es hat schon mit dem zu tun, dass ich eigentlich schon ein Bandmensch bin. Also für mich ist das immer... ist nicht der Fußball mit 13, sondern eine Band. Also das ist wie eine eingeschworene Truppe. Wir haben einfach zusammen die Welt erobern und die Philosophie ist immer noch ein bisschen auch 35, nein, das sind jetzt doch 14, 54, 40 Jahre später, habe ich eigentlich immer noch ein bisschen die gleiche Philosophie. Also es ist immer, du kannst einfach mit ein paar Leuten kannst du einfach mehr erleben, erreichen. Du bist einfach stärker im Kollektiv, als irgendjemand allein rumwurstelst. Ich bin kein Solo. Ich habe einmal so ein kleines Solo-Ding gemacht, wo ich aber auch einen Bandnamen genommen habe. Aber das ist eigentlich nicht mein Ding. Ich schreibe gerne mit Leuten zusammen schreiben, Lieder schreiben. Da habe ich das Gefühl, komme ich weiter als allein. Sag's mal so. Und eben, also gerade der geborene Sänger bin ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja. Nein, wenn natürlich so Leute um dich herum hast, wie du in der ganzen Karriere Ja, hast, da bin ich sehr privilegiert. dann wäre es ja eigentlich blöd, wenn du noch selber ja, genau. etwas drin singen ja, das oder würde niemand so. verstehen. Ja. Oder? Hey, nein, ich sage danke vielmals Dankeschön. für den Besuch und hoffe, dass es schnell vorbeigeht. Hoffe, dass du deine zitternden Finger Genau, bald wieder nicht nur auf der Bühne zum Ja, Interviews geben, sondern halt genau. Ja. zum Spielen. Oder? Das wäre noch cool. Mal. Alles Gute und Okay. hab Sorge und bleib gesund. Ja, Gell? du auch. Merci. Ja. Tschüss, Danke Chris. vielmals. So, das wäre es auch schon wieder vom Kulturtag. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Der Gast war der Freddy Scherer von Gotthard. Mehr Informationen und wenn es dann wieder losgeht, auf gotthard.com. Danke fürs Zuschauen. Ciao.